Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Thema von diesem Podcast, das zieht sich auch, das zieht weit Kreis auf jeden Fall. Zuerst kann ich probieren, ja, eine Tour durch den ganzen Block zu machen. Es geht dabei Themen wie Herkunft, wie Genetik, wie Epigenetik und Morphogenetik. Ich notiere mit haben schon direkt, weil ich gesehen schon kommt, dass ich ja nur etwas vergessen davon. Eine Sache, die ich an der Esoterik, an dem ganzen Hexentum, an Hedentum, des Öfteren Material tun, an auch des Öfteren Leute begegnet sind, die da kommen sind, dass Leute sich vorgestellt auf Foren demals, am Sinn von, ja, guten Morgen, mein Nummer ist alles so und so. Es sind Hacks, dritte Generation Hacks oder 4. oder 5. Generation Hacks. Und die haben effektiv gemeint, dass du dann irgendwie qualitativ etwas mehr drauf ist. Das Spielchen hat auch nie wirklich abgehandelt. Das ist das so irgendwie verschwunden. Nachdem mit all die genetischen Tester sind, die in heutzutage überall machen kann, die auch teilweise gemäht gehen. Einfach aus verschiedenen Gründen, für zu gucken, wie sind eigentlich wirklich die verschiedenen Völker gewandert. An dem sind also schon auch nicht so schlecht eigentlich, kann ganz interessant sein. Spannenderweise allerdings hat das dazu geführt, dass ein ganzer Kopf von denen Neopaganisten und Neo-Hexen, ja, wenn wir da mal kommen sehen, dort darüber hin, es sollen sich basiert und sozusagen. Es sind 2% Wikinger. Spätestens dann könnte ich mich drin gehen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wikinger als ein, ich muss mal kurz als Klammer dazwischen, als eine Berufsbeziehung. Und das sind Germanen oder das waren Nordmänner, und der Chitre war Wikinger. Also, was den Teil mal betrifft. Irgendwie kommen die Leute dafür, und sie bringen das auch des Öfteren rüber, das ist den natürlich und den anderen, den hier geht. Ich fand das irgendwie spannend. Ich habe nicht gedacht, dass ich da dran hat oder da dran hat, was weiß ich. Irgendjemand, den absolut der Meinung war, dass ein stark Europäer war, und den dann ein B-Mal asiatisch Genen dran hat oder afrikanischer dran hat, wo nicht weiß, wo sie herkommen. Aber für den das natürlich interessant ist. Also, wenn ich auch Heiren richtig verstehen. Es kommt immer darüber an, was mit der Information möchte. Aber leider sind ein ganzer Kopf, die da sozusagen enttäuscht sind, wenn sie kein keltisches Genom dran haben oder kein Pseudo-Wikinger-Genom, also kein germanisch oder kein nordisches Genom dran haben. Wenn ich sage, ob die Weise gebraucht wird, fängt das wirklich an, ein bisschen eine Richtung zu kriegen, die extrem ist. Den spannenden Teil aus die Letztversion davon, die ich mitgekriegt habe, das ist das immer wirklich mit einem Video, den von der artifiziellen Intelligenz zusammengebaut ist, das kann ich hören, das sei den, ich meine, mir ist schon nicht auf den Kopf gefallen, dass es eine religiöse Gruppe gibt, die von den alten Ägyptern aufstammt. Was ich dann auch irgendwie extrem lustig fand, wenn ich mal so höre. Weil das nicht, weil irgendwie von einem alten Ägypter aufstammt, das bedeutet, dass ein Pharaon irgendwo an der Linie hat, der kann auch ein Sklav an der Linie haben. Just mal so zur Information, für die Leute so ein bisschen raufzukriegen, das ist schon das, was Mama gesagt hat, weil Leute über Inkarnationen gesprochen haben. Mein lieber Schwan, Kleopatra, dass so oft inkarniert gehen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Also auch die sagen, sie werden ein inkarniert Hex, die man eigentlich verbrannt sind. So viele Hexen sind nicht verbrannt gehen, wie der inkarniert gehen, wenn die verschiedenen Leute noch statt. Also du auch ein bisschen an dem Dingen. Einfach das Ganze mal ein bisschen bodenständig zu betrachten. Mir wirklich zu behaupten, dass eine religiöse Gruppe irgendetwas mit einer Genetik zu tun hat. Spätestens du merkst schon, auf welcher Größen waren verschiedene Leute in der Welt sind. Das hat mit dem anderen nicht zu tun. Aber wenn du irgendwelche Kenntnisse und Wissen von irgendetwas hast, dann ist es nicht immer die religiöse Gruppe, die den hat, da gehen auch andere, die Dinge haben. Wenn den dann davon noch ausgeht, dass ganz viele Naturkulturen auch konnten als Clans schaffen, einer so normal Rassen haben, einfach weil sie gemerkt haben, dass die Person eine Kompetenz hat, für ein Clan gut zu leiten, für wirklich auf
Wohlbefinden vom ganze Clan abzupassen. An denen war dann bemol schnurz egal, wat eng Hautwurf den hat, a wat für einen kulturellen Hintergrund den hat, wo Genetik ganz oft zu gesehen, weil verschiedene waren dann auch intelligent genug zu wissen, dass es gar nicht so schlecht war, da immer daran zu holen, für das kein Inzucht entsteht, weil auch wenn sie nicht wussten, was eine Genetik war, da waren sie aber wussten sie, was Inzucht war, weil da tun sie schon gesehen, das waren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also war das ein natürlich und ein gesund oder weiß man den Sachen umzugehen. Und Luft fängt man an eine Richtung, dort auch einen Mann zu holen, der alles anderes wie gesund ist. Ab da kommt ein anderer Punkt, den eine Rolle mit spielt, die nämlich interessanterweise seit 13 Jahren als das eine Erkenntnis, die gemäht gehen aus. Interessanterweise war das nämlich auch eine Sache, die mit der berühmten Impfung zusammenhängt während der Corona-Zeit, die auch seit 13 Jahren darunter geschafft wird. Und zwar, dass Genetik ein Ding ist, mit das Epigenetik noch ein ganz anderer Punkt, das ist ein viel wichtiger Punkt. Und ich werde schon keine riesige Biologie-Stand gehen über Genetik und über Epigenetik, aber Thema an sich, also es wert, sich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Und dafür will ich auf 2 Bücher eingehen. Das ist auf der einen Seite Jeremy Minabi sein Buch Die kosmische Schlange und auf der anderen Seite den Bruce Lipton sein Buch Intelligente Zellen. Für was sind die 2 Bücher interessant? Jeremy Minabi erklärt nämlich, dass es an unserer Genetik nicht nur die Informationen über den Mensch oder über die Fauna dran sind, sondern über die ganze Natur. Das ist an unserer Genetik finden Informationen über Pflanzen. Also insofern sich da Gedanken zu machen von wegen, ob du von irgendeinem Wikinger oder von einem Pharaon oder was weiß ich was aufstand, da kann dir nichts noch hingehen. Also, wisse die die du baust steht, die gehört auch zu meinem Ancestrage. Also, wenn man mal wirklich auf die Spitze treiben. Der spannende Teil ist das, was der Bruce Lipton herausgefunden hat. Und zwar die Epigenetik. Also ich probiere es ganz kurz zu erklären. Epigenetik ist Zellwand von der Zelle, an der der Genom dran ist. Und dann sagt die mal an erster Stelle herausgefunden, dass eine Zelle, dass die Genetik, sie haben immer gemeint, dass Genetik, das heißt ADN, dass das Gehirn von einer Zelle wäre. Und da haben sie der Zelle Gehirn raus, also der zweite Sort Gehirn rausgeholt und haben festgestellt, dass die Zelle noch immer genau dasselbe gemerkt hat, was eine Zelle zu machen hat. Aber sie konnte sich nicht mehr fortpflanzen. Weil der Lipton so schön gesagt hat, darunter gesagt, dass die meisten Wissenschaftler Männer waren, die also das verkehrte Organ als Gehirn angesehen haben. So augenzwinkernd, bestimmt kennt den einen oder den anderen noch. Was Zellwand möchte mit unserer Genetik, da sind 2 Punkte zu beobachten. Erstens mal, wissen wir schon alle gut, dass das ADN so lang ist, dass er wie ein Wollknäuel abgeholt ist. An dem Moment sind die Sachen, die vorherrschend sind, das sind die Sachen, die Urwen auf der Dinge, also die ewig Vierten von dem Wollknäuel. Nicht die, die Bannen dran sind. An Zellwand ist die Information von den urgelegenen Vierten noch draußen und an der Zelle geht und in den Körper weitergeht. Und interessanterweise könntet also darauf, wie Zellwand geschaffen ist, auf was für eine Form sie die Informationen führen. Also geht sie ob ein gesundheitlicherweise führen, ob ein krankhafterweise führen, wie geht sie führen, schädlich, gesund? Das sind alles Sachen, die liegen an der Zellwand. Und als Zellwand, die geht nicht genetisch gesteuert, die geht von unserer Mentalität gesteuert. Das ist ein Fall, den verschiedene Leute wahrscheinlich auch schon mitgekriegt haben, den ich auch an meiner Familie miterlebt habe. Das war der berühmte Satz, wie meine Großmam, also meine Paps, Mama immer gesagt hat, wie war das der Familie, den also Krebs gestorben, dafür sterben nicht auch Krebs. Und die Frau ist auch ja nur Krebs gestorben. Das ist alles, was wir mental machen, als nicht gesagt, dass als Genetik etwas damit zu tun hat, aber was als Genetik überhaupt kann, nur außen oder weil als Zellwand so funktioniert. Also für all die Leute, die meinen, sie müssten sich mit ihrer Genetik und mit ihren Urahnen auseinandersetzen auf genetischem Gebiet, mengen sie wären da qualitativ etwas Besseres, weil hier Generationen, weil
das Hexentum schon seit 10 Generationen an ihrer Familie dran ist, die sollen sich durch den Kopf gehen, dass all die Kenntnisse, die Genetik gespeichert wird par rapport zu dem Wissen, für die Katz ist, wenn sie ihre Mentalität nicht darüber absetzen, dass den Teil von der Genetik auch kann durch ihre Körper durchgehen und weitergelegt kann gehen über die Zellwand. Ich sage noch immer ganz brutal, eben denn die Genetik so viel wichtig ist, an den der Stammbaum so wichtig ist, die soll sich ein Pudel schärfen, da das dann beiseitig oder die dann eigentlich durch kann. Aber seht euch also bewusst, dass da so stolz wie Oscar könnt sehen darüber, von wem auch immer da aufstammt, solange der mit dem, wie soll ich das so, mit der Erbschaft nicht machen könnt, und es soll nicht mal nicht macht, mir nicht machen könnt, weil der mental und spirituell und einfach auf dem gesamten Gebiet, auf den anderen Ebenen, das nicht Schirm hat und das nicht raus kann drohen, das ist so, wie wenn Großpap den großen Erfinder gewesen wäre, den irgendeine Supermaschine erfunden hat für, ich weiß es nicht, für der für die Füße in kürzester Zeit fruchtbar zu machen, und da gibt es so, wow, genial, aber wie geht die Maschine? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann nicht damit anfangen, die Füße kann 4 gehen, muss 400 kleine Schritte machen, mit mein Großpap, das mein Großpap ist den Enkel von dem, den die Maschine erfunden hat. Das ist null, nichts, nada wert. Und das will ich ein bisschen so mal auf den Weg gehen von denen, die wirklich an der Richtung sind. Wie gesagt, auch da immer richtig verstanden, und die sieht, es interessiert mich einfach. Ich will einfach gerne wissen, so, wo war meine Familie in der Weg, wenn ich mich will mit meinen Ahnen auseinandersetzen, auch wenn ich das auf spirituellem Gebiet will machen, wenn ich weiß nicht, dass irgendwo ein nordischen Anschlag dran ist, und ich will dem mal mit an den Gedanken heran, dass vielleicht irgendwie von meinen Urahnen effektiv mehr an der Richtung war vom Odin und vom Thor, dann ist das absolut okay. Wenn ihr es aber gebraucht, für zu mengen anderen in das Nuss zu reifen und zu mengen, es wäre besser wie die, dann ist es vielleicht besser, tut irgendwie das ist ein ganz physischer gesagt, bescheiden Herkunft, aber möchte auch etwas mit dem, was er hat. Einfach, weil ihr seht, was zählt also lo, und ich gucke lo, mit meinen heutigen Wissen, meinen Fähigkeiten, mich weiter auszubilden, mich weiter zu entwickeln und das an die Welt herauszudrehen. Die Erbschaft, die mir wichtig ist, wie als genetische Erbschaft, ist das, was wir uns als nächste Generation können weitergehen, aber was die nächste Generation auch insofern natürlich auch willens hat, abzufangen. Wir haben genug an unserer Gesellschaft, die rundherum laufen, an die, wenn man sich die ganz reich anguckt, also nicht alle gut, war nicht richtig verstanden, aber die wirklich ewig an den Televisionen sind, die ganz It-Girl-Geschichten, die auf den Suchen, hier Dinge auf den Suchen von ihren Eltern abgebaut haben. Wo sich einfach die Frage stellen, was gibt geschehen, wenn ihre Mädchen müsste von null aufhängen, und die müsste wirklich mal eine Kapazität nur außen hinweisen, außer schön auszusehen an den Kant von irgendeinem großen Mogul zu sehen. Das heißt, wenn es klifft, wir haben das genug an unserer alltäglichen Gesellschaft, gerade hier an dem spirituellen, am esoterischen und am hedonischen Gebiet, wäre es vielleicht der Moment für zu sagen, wir müssen das doch nicht auch nach Matt an die heute Level ranholen, weil inwiefern machen wir dann überhaupt etwas in Richtung Ethik oder an Richtung Hedentum oder in Richtung Esoterik oder Spiritualität, wenn wir uns sich genau selber beholen wie all die anderen, weil wir haben auf der großen Basis alle guten dieselbe Basis von dem Genom. Wir stammen immer noch von dem Urmensch auf, der gesagt hat, nee, ich gehe nicht raus, für mich vom Säbelzahntiger buffen zu lassen, mich gucken hier an der Gruppe zu sehen, für das ich den anderen an meiner Platz gebufft wird, und das vermord nicht als mehr sie sozial. Schaffen, das gibt dem einen oder dem anderen ein bisschen den Blick darüber, wie in die Sache von der Genetik auch vielleicht ein bisschen mehr rational kann gucken, und wie ich gesagt habe, ich vergesse dabei etwas. Thema Morphogenetik. Was ist Morphogenetik? Da lassen wir das nach gerade mal auflesen. Morphogenetik ist das, was als Genetik durch Zellwand, also durch die Epigenetik aussendet, noch außen, das ist ein Energiefeld, und das wird Morphogenetik genannt. Auch an dem Energiefeld sind
Informationen dann. Das kann zum Beispiel der Grund sein, für was da einer Person begegnet, wenn die auch, du hast mal nicht gesehen, die sitzen neben dir und sehr, sehr unsympathisch. Das ist, weil dort die Schwingungen von den verschiedenen Informationen nicht übernehmen stimmen in dem Moment. Oder sympathisch natürlich auch den anderen Weg. Das ist Morphogenetik. Also sie sind der Meinung, dass die Morphogenetik sich nicht an nichts ablässt, ganz am Sinn von rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, sich nicht an nichts ablässt, wenn ich stirbt. Das heißt, Chancen, dass die Morphogenetik mal darüber hält an eine Inkarnation, an eine nächste Inkarnation, die als auch noch eine Rolle. Das heißt, der könnte hier an diesem Leben, könnte der den Urenkel von irgendeinem großen Herrscher gewesen sein oder einem großen Pharaon gewesen sein, mehr, wenn er aber Lektionen an Traumata von ihrer Morphogenetik mat an nächst Leben hört, dann hat er gar nicht von ihrer genetischer Basis. Also auch da ein bisschen gucken, vielleicht die drei zusammen zu verbannen. Was ist als Inkarnation? Was können wir morphogenetisch mitgeholt haben? Was los wir im Moment durch als mentale Auffassung, als mentale Verfassung überhaupt von den Informationen durch die sich an unserer Genetik befinden? Aber wenn ich vielleicht die drei zusammen möchte, da kann man vielleicht irgendwo ein bisschen obergringen Zweig. So, laufen ich aber wirklich den Tour gemäht zu holen. Wie immer, ich hoffe, dass der etwas dabei kommt, mal rausholen. Vielmals merci für den Anlauschen, eine schöne Mittag, eine schöne Abend, eine gute Nacht.